Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Und da guckt, da haben wir 2 Boxen. Ja, es ist so noch nicht spektakulär. Wir werden heute ein bisschen einen unfairen Vergleich haben. Von meinem wirklich ersten Blaster zu einer Software. Wobei, ich glaube nicht wirklich technischer Vergleich, weil ich glaube, der Messwerte zu vergleichen, das macht herzlich wenig Sinn. Aber seht, alles haben sie gemeinsam. Sind beides Desert Eagles oder sollen aussehen wie in etwa. Die hat sogar Schalldämpferle. Super, super leise Desert Eagle. Und die kann man dann. Bing. Die hat da so kleine Schaumstoffdingerla. Da packt man den noch Karton aus dem Bild, der sieht nicht so hübsch aus. Solche Schaumstoffdingerla. Und vor allem, ach, da steht es auch dann drauf, Desert Eagle. Das habe ich jetzt ganz gut gemacht von Spannungsbogen. Das ist auch ein Desert Eagle. Ah, die macht, dass ich noch auf dem Boden rumkraxel und das Hülsle suche. So, Gott, du kannst gleich ins Karton zurück da. So. Ja. Aber in Karton. Ja, das Schalldämpfer. Wobei, lassen wir mal dann. Zu der haben wir 2 Magazin gekriegt. 2 Magazin. Großer Luxus. Dass man, falls man der Hülse verliert. So. Aber wichtiger. Oh. Den gleich aufhängen. Gucken wir da rein. Nochmal ein Desert Eagle. Jetzt hoffe ich noch alles. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet auf das Video. Ja, sie ist klar. Glück gehabt. So, das Außenbild. Ah. Aber die CO2-Patrone ist fast leer. Das klingt eher wie Schnupfen. Ah. Okay, ja, ich glaube, die Patrone ist leer. Aber ihr habt jetzt noch Schuss gesehen. Ah. Okay, jetzt ist sie leer. Ja, das riecht ein bisschen komisch. Wobei, da ist wahrscheinlich ein bisschen Öl drin oder so. Weil normalerweise CO2 dürfte noch nichts riechen, aber das kann gut sein, dass die dem Zeug so irgendeinen Geruch zusetzen. Damit, falls das doch mal austritt, nach was riecht. Jetzt, ja, die ist leer. So sieht das also aus. Die ist da. Wie sieht das neu aus? Neue rein da. Lass mal. Ah, so sieht das neu aus. 2 habe ich noch. So. Ja, spannender Moment. So, Odele. Jetzt dürfte es wieder gangen. Hui. Yep. Jetzt seht ihr den Unterschied zwischen voller und leerer Patrone. Ah, und ein leeres Magazin. So. Packen wir das Magazin mal raus, nicht dass wir da. Ihr seht hier die Dimensionen. Wenn man allein die Dimensionen mal vom Magazin vergleicht. Das Donner. So. Und ich glaube, ich vermute mal, das ist von dem Maße her ein realistischer Nachbau. Das nicht. Also, ja, ich sagte ja, ein unfairer Vergleich, weil das Ding ist irgendwie cooler.
Allein das hier. Und die klingt auch echt gut, wenn Ding voll ist, wenn die CO2-Patrone voll ist. Ich meine, zum Schluss hat sie sich irgendwie ein bisschen lächerlich angehört, aber ja gut, die war halt so kurz vorm Leerwerden. Das habt ihr jetzt auch mal miterlebt, so ein Patronenwechsel. Ich habe eigentlich gedacht, weil die erste Sorte, die ich mir gekauft habe, die hatte so ein Nachfüllding gehabt, dass das auch da nicht aufpasst. Aber es ist auch ganz spannend, mal unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Sachen zu haben, unterschiedliches zu betrachten. Finde die sieht halt, gut, Desert Eagle ist irgendwie von Computerspielen halt eine Kultwaffe. Deswegen habe ich auch das Ding auch geholt ursprünglich mal, weil ich einfach das irgendwie cool fand. Aber das ist halt, das wirkt einfach noch so im Vergleich nochmal lächerlicher. Leer ist. Könnte jetzt ein Magazinwechsel machen, aber nee, das braucht die Menschheit, glaub nicht. Das habt ihr jetzt schon gesehen. Das ist, ja, dass das Hülsen ausschmeißt, ist witzig. Aber das hat halt. Ich finde es. Da ist da hinter denen. Da ist die Fährle. Weil da ist ja kein Riesenröhrle und kein Riesenfäderle dahinter, wenn man überlegt, dass das bloß das bisschen aushalten muss. Ja, das waren mal keine konventionelle Bleisterler, sondern mal ein bisschen was Exotisches. Ich meine, die habe ich euch beide schon mal gezeigt, aber wollte mal ein Video machen, wo man die gegenüber sieht einfach. Ich habe gedacht, das könnte witzig sein. Und ich hoffe, dass es witzig ist. Ich hoffe, dass ihr das witzig fandet. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn Anregungen, Ideen, Meinungen, was auch immer. Wenn ihr da das habt, einfach schreiben. Dann kriege ich es mit, dann können wir miteinander schwätzen. Das fände ich cool. Und dann bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht was Sinnvolleres machen. Bis dann, euer Blastingenieur.